Ekran! Ekranen geef dich op, als wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, lieve vriend. Welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat u vandaag erbij bent en dat u waar die radio aangemerkt hebt, of op YouTube bent, wo immer u ons touwheren is. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en met mij heb ik hier vandaag Elena Peters. Welkom hier to dit programma. Dankeschön. Das ist dein erstes Mal, nicht so? Ja, mein erstes Mal. Erste Mal für so viele Kameras? Ja, das erste Mal wirklich für so viele Kameras, ja, das so. Aber viel die Tüßig in der Reihe, die ich habe, dort. Ja. Ich glaube, du hast was Wunderbares für uns zu vertellen, was Gott in dein Leben getan hat. Und ich hoffe, dass jeder einer, was das hier oder sieht, das Zeugnis, dass das für dich auch zum Sehen sein und dass du abgebaut wurde dadurch. En Elena, für die, die eigentlich kennen, sie ist in der Jugendgruppe, wo wir Jugendleiter sind, oder Pastores de Jóvenes, wie immer jeder nennen. Du bist ein von den Jugendlichen und sie hat sehr viel Kraft immer und kann sehr vertellen und hat ihn auch gleich, dass jedes Mal, wenn sie du ist, wenn es das bringt uns viel möglich. So, kannst du einmal sagen, Elena, wer bist du, von wo bist du geboren und so? Ja, hallo, ich bin Elena Peters und ich bin geboren op Riva Palacio Colonie en dan opgewachsen in Nueva Esperanza en als ik 10 jaar weer trok we naar Campo Chihuahua, weer immer dort hand, bij het krijg van wat ik reden doe en eigentlich mijn leven dat we voor Jesus leert, sehr mit Angst zu tun en ik würde niemals nicht gleich ein ernst Wort von besonders von meiner Time, dat het hem een Welt weer. Dan werd mij großem Angst. En ik weet nog ganz besonders een dag als we met mijn ouderen die nu 4 cañadas waren, dan reden mijn ouderen ook van viele Noticias die er weer even gekomen en wat het alles läuft en wat het wordt zijn, wanneer het Welt Englisch hier weer of zo. En ik dacht so, wenn ich bloß noch mal kein Stall sein, wenn einer nicht die Friede im Hort hat, dann ist alles Angst. Und ich weiß dann nicht, wie viel Zeit wirklich vergangen sind von dann. Bloß den Tag, das hat mich betieren dort, dass wir den 16. Juni 2010 Wo kommt das, dass die betieren dort? Ja, dass wir aus ich weiß nicht, vielleicht viele waren da gewesen, ab die Evangelisation wird Wilhelm Pals von Deutschland, die wir an Campo Chihuahua, in der du eine Weg Evangelisation bringen. Und ich weiß, dass wir, ich weiß nicht gerade, wo von Tag dort gewesen ist, also Märweg oder Donnerstag wir, bloß, dass wir einen Tag, dann sperre ich dort an mich, dass der Heilige Geist, der mich an, und der hat eine Seelsorge, dass ich soll da gehen. En aber die Weise findet der Profi immer alle Hundje zu tun, dass einer nicht wird, der Stamm hören wird, hier beim Reden wird. Und dann ging ich vor ich in das Haus und dass ich wieder reingehen und ich hatte danach nicht wirklich Frieden verschlafen. Und dann dachte ich plötzlich, wann das ist mal der nächste Tag, wie ich wohl war in der Evangelisation fahren. Und ich fuhr dann auch, meine Eltern waren nicht dabei dort, aber ook zo zag ik in de gelegenheid de hand te voeren, zo ik voer met de nubers, voer ik met en dan voer ik de hand en ik kleur al bloos, het zal nach de stund komen, want de evangelisatie waar we aangaan en ging ik toen aan en ik geef mijn leven dem Herrn en van den dag aan zie ik ganz vrij van de angst, ik darf niet meer floderen, want het redt van Welt ein, sondern für uns als Christen ist es wirklich eine Freude, dann hier dit Pilgerleben hier bei ab mit der Weide, mit traurig sein und mit Angst und mit alles, dann ist bis nach der Herrlichkeit, was wir erreichen wollen. So, ich bin sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit gehabt am Kern zu lernen und am abzunehmen in meinem Leben. Und ja, und von dort dann sind wir Luther hier in Villanova getragen. Und dann sind immer Zeiten, wo einer raufgeht, und dann einmal einer war der Boven, und
nächstes Mal hast du viel Mut, nächstes Mal hast du nicht so viel Mut. Und so, wenn einer so naht ist, ich wir dann auf Jahre, seit mich pikiert. So, dann, wenn einer so 12 und 13 Jahre ist, dann irgendwann dann hast du viel Mut, nächstes Mal dann, dann verschwenkt alles, aber viele Dinge können dann auch nicht so besonders. Wenn einer gerade Worten bosen daten, dann kommt das alles wieder. Ja. Das ist das, was ein Glaube was dass man mehr verstehen kann. Bei einer Frau habe ich noch von Fern betiert, und das ist diese Rede von der Angst, was du immer hast. Wie die Angst bloß über Tag, wenn irgendwie du von der Rede deut, oder wie das auch so abends, danach vielleicht im Bad, oder sollte ich nicht schlafen können oder so, was das dort? In der Wahrlichkeit, ich sehe eine Familie abgewaschen, wo nicht ganz von klein habe, nicht das Wut angelegt, aber als ich so 7 Jahre wie, dann meine Eltern lassen einmal die Bibel und ich würde nicht sein in der Wirklichkeit, dass mir danach Angst wäre so, aber wenn du wieder von reden hast, wenn ich das selbst eben nur denke, dann wie mir Angst. Okay. Sie, dann wie mir Angst. Ich will das einmal weiter, wenn ich weiß von vielen Menschen, die haben immer Angst, wenn das Bett düster wird. Die kriegen immer so eine Sache. Und ich weiß halt nicht, dass in diesem Leben auch so was ist. Aber jeder eine erlebt das anders. Und ich glaube auch, in der Weich ist das, kann Gott das auch brücken, diese Angst, was die hat, dass er die schlussendlich nur anbringen. Ja, dass er die Angst wegnehmen. Ja, das wir so. Ja, so, dann warst du ab, du hast sie bekiert, und die Tracke waren arm, und du warst im Glauben, wo ging dein Leben dann wieder? Als ich dann 14 Jahre weg, dann trug wir eine Tournee, das ist von hier uit 420 Kilometer door. En dat wir eine Stadt, eine kleinen Pueblito wieder, wo nicht saß noch wer von Christenleben, du wir, wer am Glauben, du wir, was einer halten können, was einem halten können, wo einer tot mit wasen können, sondern wir wären ganz allein. Und eigentlich das ist, wo ich sehr stark geworden bin in mein jährliches Leben. Mir hat das sehr viel geholfen, dass wir durch angetragen mal wir. Und und für mich, du so wohnen, dass wir so aus, wenn Jesus sagt, je wollen in der ganzen Welt rücken und das Evangelium verteilen. Und du sind Städten, wo die keiner nicht von Gott weiß, oder keiner weiß, dass nach einem besseren Leben ja, aus bloß diese Welt ist Time. Und wir werden ganz allein in das Licht zu schienen haben, in das nicht still zu sein von das ein Gotteskind wir. Du hast heute nicht Problem. Das wissen jeder einer. In der Wirklichkeit, du hast sehr gewachsen im jährlichen Leben. Und auch immer war so zu sein, dass viele Menschen, die noch nicht Jesus kennen, und mir jammert das immer über den. Ich habe immer so gedacht, wenn du mal, wer kann sein, dass noch wer, dass mehr von Jesus du verteilt wird. Aber dann, als wir dann hier antragen, dann, eigentlich, das Jahr, wo ich dann nach meinem Mut gekriegt habe, wirklich Gott wieder zu dienen und wirklich für Amt zu leben. Und wenn die Tiden sind, die raufgehen und dann einer bloß so, wenn einer rauf hat, bloß so viel rauf, dass einer wieder schwunghaft in der Haken dann, wenn einer Spuren ist, dann probieren, Buben zu bleiben. Das ist wirklich sehr schön. Ich glaube, was auch immer wichtig ist, wenn wir raufkommen, dass die nicht sein, dass ans Leben immer ein bisschen so ab und durch geht. Wenn wir ein bisschen wieder eine Uine sind, dass wir ans Leben dann du Uine in dem Toll beten dürfen und ans reinmerken, dass wenn an sie Gefeile waren, ein bisschen wieder heich sind, dass wir dann den Schwung haben. Und die andere Sache ist, was ich glaube immer wichtig finde, ist, dass wir Gott nicht tachluten, auch wenn wir nicht immer jeden Tag scheinen. Wenn es kein Mensch hat, dass jeden Tag scheint. Ja. Und dass wir Gott in der Idee auch vorstellen. Und da ist so, wenn einer ruft, wenn einer da ein Tool da hat, ein Tool, das hat Himmel nicht, dass ab einem bloß up ist und unter ein Tool. Ein Tool, das ist, wenn er nanjet, was er riecht. So, wenn du nanjet, dann, du hast halt dann, wo wir vielleicht lernen,
veel verschiedenste, wat ons van wie daar zijn, dat we met kracht eruit komen. En, ja. Wat is wat du dit jaar geleerd hast, in besonderer Weise in een latere tijd met God erfahren hast? Ik denk als ab Amte verloren. Kraken doen, wo de situatie naar die is. En ik denk, wanneer die wat zat, wat die in die toekomst vaststaan, dat die niet te veel duren is, dus wo dat wat zijn, wo die was wat toe komen, zo, sondern dat die stop, yes, en dat einfach, ab Gott in vertrouwen zat, wens, hij bringt dat wat toe, wanneer het God in plan is, dan kämpft die wat toe, wo die hast die zat, hand te komen in die toekomst. En werkelijk in God vertrouwen gaan, dat helpt veel im Leben, wens. En ik kan weit verder weg, bloß mein Vertrauen, du sagst die nicht so viel, du tust nicht so viel, sondern dein Leben ist viel leichter, wenn alle Sachen weg sind, und dann kannst du einfach Tag für Tag und Stopp für Stopp so leben, als das, was Gott fertig bringt. Sehr interessant, was du alles erfahren hast, und auch dein Leben zu sein, wo von Kind du vielmal angetragen bist, aber dort Gott du bijna al een weg gereid had. En dat hij krijgt den Punkt bis, wanneer hij die zich wil trekken. Also dat, wenn Gott, der weet je dat al eier du die betieren des, wanneer de dag wat zijn, dat hij aan was aannemen. De God, die heeft al, dat weet al en dat is interessant te zijn. So, wie komen da zum Schluss, aber bestimmt hast du noch irgendwas zu sein, wat du für die Jugend oder für die Lied, wer immer das Herrchen hat, was willst du denn mal sagen oder Mut merken? Ja, ein Ding, was ich die letzte Zeit auch gesagt habe, viel gelehrt habe, ist Glauben. Und für irgendwie denken so, Glauben, wir sagen das einfach so, als wenn das nicht ist. Wir glauben, aber en ganz in de eerste act, als die glauben, nicht mal zu sein, oder vielleicht ein klein bisschen zu sein. En wirklich an Gott glauben, en dat glauben, was er sagt, en ab die Versprechungen abbühen, was er uns versprochen hat, das ist wirklich ganz interessant, wo Gott empfehlen hat, wenn einer ab am Vertrauen hat und an am Glauben hat. Viel verschiedenste Dinge, die passieren und die einfach durchreut sind, wenn wir glauben, dann haben wir die sein, und dann passiert vieles. Wat Gott al lang vielleicht auf die deren opgemerkt, bis wir sind nach Himmel näher gehen, oder nach Himmel der Dörche gehen, oder so. Und Gott leben, dat bringt wirklich einen großen Cambio in unser Leben. Und dat helpt uns Tag für Tag, dat immer mutiger zu sein, und immer durch an festzuhalten, und was Gott zu einem sagen hat, und wo der ein Hand leiden will. Und ja, das ist, was ich noch an jedem einen Tisch bringe. Und Gott vertrauen, hij deed alles recht, seine Zeit ist immer perfekt, hij hat nicht eine unbestimmte Zeit. Und was immer im Leben passieren wird, Gott weiß all woran. Und wann das passieren wird, ist nicht, wenn es das was zum Schlechten sein, sondern das wird immer zum Guten sein. Wenn Gott hat alles geplant sein an Leben, dass wir dadurch ein Stück geworden und immer, dass das uns was zum Guten sein. Dankeschön dafür. Kriegt den Bibelvers, was du nicht seht, dass alles uns was zum Guten sein. Dat wir de Bibelvers wat Heidi eigenlijk van jou smarts lezen deden. So, Gott hat das noch so geführt, dass das so uitkomt. Vielmal Dankeschön, Helena, für das hier dabei sein. Ja, auch Dankeschön für das Anladen. Das hat sehr schön gegangen, mit dir hier zu vertalen. Und ich möchte auch wünschen, dass das für die können sehen sein. Nicht bloß für mich, sondern auch für die, wo immer du ans Tau hier oder Tauchecker ist. Ich möchte die von hier aus, von Bolivien, von wo wir hier wohnen, Gott das sehen wünschen. En dat Gott kan met zijn vrede over die zijn. Gott das sehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei bist. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.